Also ich würde sagen, da spukt's. Aber ein praktischer Spuk. Die haben es echt drauf, die Vampire. Kein Keimgang, sondern ein Fackelzaubergang. Die Lili kommt zum Ende des Gangs. Dort ist eine Tür. Wie von Geisterhand geht die auf. Die Lili geht durch. Sie ist jetzt im Haupttrakt vom Schloss angekommen. In diesem Raum ist alles verstaubt und voll Spinnweben. Aber er ist prächtig ausgestattet. Lili steckt die Taschenlampe zurück in den Rucksack, weil durch die Fenster genug Abendlicht reinkommt. Dafür nimmt sie jetzt einen Holzpflock raus. Entschlossen umklammert sie den hölzigen Todesdolch und will sich gerade wieder in Bewegung setzen. Da hört sie wieder das jämmerliche Brüllen. Es Schluchzen, kaum hörbar, aber erbärmlich und mitleiderregend. Es kommt irgendwo aus dem Schloss. Das ist sicher nur ein Gruseltrick, dass ich Angst bekomme. Sie lässt sich keine Angst einjagen. Sie geht weiter und durchquert einen langen Gang. Da kommt sie in einen grossen Festsaal. Es sieht chaotisch aus und nicht aufgeräumt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass ich ein Vampir bin. Offensichtlich tun die Vampire auch nicht gerne aufräumen. Genau wie ich. Lili geht durch den Saal und merkt nicht, dass hinter ihr etwas ganz leislich flattert. Lili Gefühle sind beherrscht von einer Mischung aus Angst und Übermut. Ein einziger Gedanke treibt sie voran. Sie will nicht heim, bevor sie nicht einen leibhaftigen Vampir mit eigenen Augen gesehen hat. Wenn all ihre Informationen über Vampire stimmen, müssten die Blutsauger um diese Tageszeit in ihren Särgen liegen und schlafen. Sie überlegt weiter. Die Vampire fürchten das Licht mehr als alles andere. Folglich werden die Särge im Keller stehen. Sie nimmt ihre Stoffmüsli aus dem Hosensack, nur für den Fall, wenn es brenzlig werden sollte. Lili sucht die Kellerstege. Und sie merkt immer noch nicht, dass sie schon die ganze Zeit verfolgt wird. Jetzt hat sie die Stege gefunden und läuft herab. Je tiefer sie kommt, umso muffiger wird der Gestank. Da eine offene Kellertür. Sie schleicht sich hin und wagt sich so weit vor, bis sie den ganzen Raum sieht. Wahnsinn! Da stehen mindestens 10 Särge. Sie geht zum grössten Sarg und lüpft vorsichtig den Deckel weg. Der ist aber immens schwer. Lili muss mit aller Kraft schieben und drücken.